Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 34. Spieltag der 2. Liga. Und der FC trifft auf die Truppe des 1. FC Kaiserslautern. Und wir beide, wir stehen hier wirklich in einer sehr, sehr zähen Woche. Ich denke mal, es geht uns wie allen FC-Fans. Die Tage, die vergehen so unglaublich langsam. Es fühlt sich eigentlich fast an, als wäre man in den Sommerferien. Genau. Und deswegen haben wir gesagt, komm, wir fahren jetzt erstmal, dann vergeht die Zeit vielleicht etwas schneller, fahren wir an den Strand. Und deswegen sind wir hier in Köln-Weiß gelandet. Und das war ja im Übrigen auch Vorgabe, alle in Weiß für das Spiel gegen Kaiserslautern. Ja, und wo seid ihr? Wo seid ihr denn bitte? Alle in Weiß. 2 Kölsch in Weiß sind wir jetzt, ja. Keine andere Sau ist hier. Ich muss sagen, das ist wirklich schwer enttäuschend. Ich bin am Ende. Ja, also als ob das Ganze nicht hart genug wäre. Ja. Letzte Woche das Finale in der letzten Minute in Nürnberg. Jetzt wieder die Entscheidung erst am letzten Spieltag der Liga. Also ganz ehrlich, als FC-Fan, die Gemütslage, die könnte mal wieder krasser nicht sein, aber wir sind es ja gewohnt. Ne? Ja, ja. Und da haben wir schon am Weißer Bogen den Bogen geschlagen zum Motto. Ne? Wir sind nämlich wirklich ganz am Limit und deswegen sagen wir, Fanleben Am Limit! 2 Kölsch. Auf 3 Punkte gegen Kaiserslautern. Prösterchen, Leute. Zum Wohl. Prost. Ist das jetzt Daydrinking hier? Ja? Ja, ist ja eigentlich unser Begriff. Ne? Das leben wir ja seit über 10 Jahren vor mittlerweile. Ja, richtig. Ne? Bei Kann jeder man aber PK. auch gerne übernehmen. Das hat das Rhein-Roxy wohl übernommen, ne? Ja, oder? wer hat's erfunden? Ach so, das können wir zeigen. Wer hat's erfunden? 2 Kolk. 2 Gold. Ja, also alles halb so schlimm, würde ich sagen, oder? Ganz kurz den Schwenker, weil wir sind ja jetzt unweit, ne, vom Rhein-Roxy, ist Zufall aber. Ne? Wie gesagt, es geht uns eher um den Bogen hier und um den Strand. Aber bist du irgendwie angefressen? Ach, überhaupt nicht. Also ganz ehrlich. Erstens, wir waren alle mal jung. Und zweitens, ich möchte den Tim Lemperle bitte so in Erinnerung behalten, wie er letzte Woche in Nürnberg dieses entscheidende Tor vorbereitet hat und gegen den Torwart da so eingestiegen ist und ihn zu dem Fehler gezwungen hat, der arme Kerl, der sein erstes Saisonspiel da gemacht hat. Ja, das uns war geil. natürlich einen Riesengefallen damit getan hat. Ja. Aber dass der Tim Lemperle da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist, ich glaube, das weiß er selber am allerbesten und da wird er sich selber schwarz genug drüber ärgern. Ja, der wird sich ärgern. Der hätte eigentlich einen wunderbaren Abschied gehabt im Stadion. Letztes Spiel für den 1. FC Köln, bevor er dann nach Hoffenheim geht. Darüber kann man denken, was man möchte. Ne? Aber tatsächlich wäre das gut gewesen für ihn und für uns alle. Ja. Und jetzt hat es nicht stattgefunden. Aber viel interessanter ist ja in Wahrheit, wer am Sonntag auf die Mütze kriegt. Ne? Das ist das. Und ich hoffe mal, dass es dann Lautern. Ne? Ja, es sind ja einige Kandidaten mit im Ring, würde ich sagen. Ja. Also Paderborn, Elversberg, auch die Düsseldorfer haben noch eine Restchance. Natürlich auch Kaiserslautern. Aber allen voran wir. Also wir sitzen klar in der besten Position für diesen letzten Spieltag. Und klar, uns reicht ein Punkt. Da reden wir gleich auch noch drüber. Also ich wäre nicht dafür, jetzt von vornherein auf diesen Punkt zu spekulieren. Aber es müsste schon mit dem Teufel wirklich zugehen, wenn wir jetzt den Worst Case, also wenn wir wirklich Vierter würden, das kann man eigentlich fast schon ausschließen, würde ich sagen. Bist du verrückt? Nein, überhaupt nicht. Also jetzt sind wir wieder Fanleben am Limit. Ja. Ich kann euch ehrlich sagen, bin ja jetzt vielleicht auch nicht der Grundoptimist vom Dienst, aber ich habe die Hosen voll. Ich sehe es schon kommen. Ich habe so einen Schiss davor, dass wir sehen, wie die anderen dann alle nach vorne gehen und wir kriegen langsam Schiss und wir verteidigen. Und im letzten Moment sind wir es diesmal, die einen reinbekommen. Ja. Um Gottes Willen. Und deswegen, wir haben so viel diskutiert. Wie geht man so ein Spiel jetzt an? Ja, ich finde, das ist ja wie Schach. Ja, also ich finde, man muss natürlich mehr als ein Ohr am Radio haben, Ja. wenn es das überhaupt noch gibt. Ja. Oder keine Ahnung, wie die Jungs das. Also sie werden irgendeinen Knopf im Ohr haben. Und es kann ja ganz viel passieren. Also wenn Elversberg oder Paderborn in Führung gehen, das ist zwar auf der einen Seite schlecht für uns, weil sie rücken uns damit noch näher auf den Pelz, aber es ist
auch schlecht für Kaiserslautern und damit wieder gut für uns. Ja. Also wenn Kaiserslautern im Verlaufe des Spiels merkt, okay, also wir können hier, und selbst wenn wir hier 10-0 gewinnen, wir haben keine Chance mehr, nehmen wir mal an, Elversberg führt nach einer halben Stunde 3-0, dann kann Kaiserslautern eigentlich in der Halbzeit draußen bleiben. Ne? So, und das ist eine wahnsinnig interessante Konstellation und ich bin sehr, sehr happy, dass wir mit dem Friedhelm Funkel einen abgewichsten Trainer endlich auf der Bank sitzen haben, Ja. der auch in der Lage sein wird, auf solche Zwischenstände, auf Spielverläufe einzugehen und zu reagieren. Weil das war, glaube ich, eine der großen Schwächen von Struber, dass er dazu nicht in der Lage war. Ja, absolut. Also da 100% gebe ich da meinen Haken dran. Wobei ich trotzdem Angst habe, dass wir es zu defensiv angehen. Ich habe das Gefühl, für alle anderen ist es einfach, die müssen alle einfach nur gewinnen. So, und wir sind die Einzigen, die quasi was zu verlieren haben, im Sinne von, uns reicht dieser eine Punkt. Das heißt, mit dem Anpfiff sind wir aufgestiegen und dann kann es aber richtig bergab gehen. Und das ist eine andere Hypothek. Nicht, also wir sind in der besten Situation von allen, das muss man auch so sehen. Aber Sorgen macht es mir schon und ich bin mir echt, also ich würde mir ja wünschen, dass wir, ich sag mal, nicht zu tief verteidigen, dass wir gucken, dass wir Kontrolle über das Spiel kriegen und auch vielleicht mit meiner starten, damit wir sofort auch vernünftig kontern, also damit wir schnelle Leute über die Flügel haben und am liebsten auch direkt eine Bude machen relativ früh, also nicht kommen lassen. Das wäre jetzt meine Vorstellung, ob es richtig ist. Ich würde sie, glaube ich, schon erstmal ein bisschen kommen lassen, denn sie müssen kommen. Ja. Kaiserslautern muss dieses Spiel gewinnen, muss dann noch ganz viel Dusel haben, um die beiden anderen Mannschaften auch noch zu überholen und den Relegationsplatz zu erreichen. Mehr ist ja für Lautern eh nicht drin. Ne? Naja, gut, gehen direkt die Wellen hier los. Ja, die sind ja die perfekte So, aber Welle. lass mich das gerade noch sagen. Also ich würde sie vielleicht tatsächlich etwas kommen lassen und dann versuchen, mit schnellen Spielern wie meiner im eigenen Stadion Konter zu setzen. Denn jetzt sind wir endlich mal in der Situation, dass unser Gegner nicht hinten drin steht. Es sei denn, die machen das jetzt bewusst, um uns wiederum zu überraschen. Aber ich rechne damit, dass Kaiserslautern von der ersten Minute an Gas geben wird. Denn ohne einen Sieg können sie ihre Träume sofort begraben. Also ich habe kommen lassen, finde ich ganz, ganz furchtbar, weil ich glaube, dass wir uns selber einschläfern. Ich erinnere mich an Toni Polster, der hat mal irgendwie nach dem Spiel gesagt, in der Abstiegssaison der allerersten, wir haben versucht, den Gegner einzuschläfern. Ist uns leider nicht gelungen. So, wir haben uns nur selber eingeschläfert. Und das haben wir auch oft genug gezeigt, dass wir dann nicht mehr so richtig in die Gänge kommen. Und dann haben die ja einen Spieler, den wir auch gern hätten, der irgendwie 18 Buden gemacht hat diese Saison. Also was wäre das für eine Geschichte, wenn 18. Bitte? 18. 18. Bis das bei mir mal klickert, du. Das dauert ein bisschen. Ne? Stehst du wieder auf der Leitung? Ja, so ein Scheiß. Ne? So, also da ist auch noch so eine potenziell eine Kackgeschichte. Ja, ich würde, also als Trainer würde ich ihm einfach sagen, hier steck dir einen Stein in den Schuh. Ja. Und dann schießt er auf jeden Fall vorbei. Ne? Ja, unser Trainer, klar. Also der Funke wird mit dem ja schon in Kontakt stehen. Und naja, es schreit natürlich tatsächlich nach einer kläglich vergebenen Großchance in der 89. Minute. Würdest du, als wenn du Lieberknecht wärst, würdest du sagen, ich stelle den auf? Oder sagst du, das kann ich jetzt nicht machen, weil der Typ ist ja irgendwie eigentlich mit einem Fuß schon da. Der schießt sich doch nicht selber in die zweite Liga. Ja. Naja, also diese Gedanken werden in seinem Kopf vorgehen, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Kannst du machen, was du willst. Ja, auf jeden Fall. Eigentlich, dass dass nachher der Mario Basler wieder im DSF sitzt und uns Schiebung vorwirft. Es so könnte mir nichts weiter am Kaiserslautern Arsch vorbeigehen als das. Was ist das denn für ein Blödsinn? Mario Basler, was für ein Schwachkopf, wirft dem armen Kaiserslauterner Jungen vor, beziehungsweise dem Trainer, dass er den aufgestellt hat von wegen Wettbewerbsverzerrung. Also, sorry. Ja. Mario, leg dich wieder hin. Ja, rauch dir noch eine. Um Gottes Willen. Nee. Aber tatsächlich diese also wir haben das tausendmal hin und her. Also wer wird wann vielleicht wie nervös? Wir wissen alle, wenn man das vorher überlegt, kommt alles komplett anders. Ja. Aber die Konstellation ist natürlich schon spannend, weil selbst Düsseldorf könnte noch da oben rein, wenn die anderen verkacken. Auf Platz 3. Genau. Ne? Und wir dürfen auch einmal in unserem Leben sagen, wir sind für Schalke. Ja. Ja, natürlich. Wir sind Schalker Jungs heute mal. Ja, nicht heute, Sonntag. Ich habe ja letztens schon gesagt, ich bin für den HSV. An der Stelle übrigens herzlichen Glückwunsch an alle Hamburger. Ich habe es euch wirklich gegönnt, dass ihr als Erste jetzt aufgestiegen seid. Und wir hoffen, dass wir euch am Sonntag folgen.
Und apropos Fanleben am Limit, also die Hamburger Fans, die haben das jetzt auch 7 Jahre mitgemacht. Oh ja. Und wir kennen das seit über 25 Jahren. Ja. Und im Moment fühlt es sich mal wieder so an, als ob der Grat nicht schmaler sein könnte. Ich meine, letztes Jahr auch am letzten Spieltag in Heidenheim. Ich erinnere mich natürlich an die letzte Relegation. Schalke, unter Friedhelm Funkel im Übrigen ja auch, 86. Minute Bornau. Dann die 2 Relegationsspiele gegen Kiel. Also das sind Momente, die wir immer wieder erleben. Und jetzt im Moment ist es ist halt... Wir sind echt auf dem Zahnfleisch am Limit nach dieser Saison und nach diesen Spielverläufen und jetzt nach dieser Woche, die jetzt hoffentlich möglichst schnell zu Ende geht, damit wir endlich einen Haken an die Sache dran kriegen. Ja, aber einen und dann vernünftigen sieht's- bitte. Ja, Dann sieht es, glaube ich, gar nicht so schlecht für ja, uns ja, aus. ja. Einmal ganz kurz bei Hamburg möchte ich bleiben. Ich freue mich auch, lieber Thomas Wagner, für dich. Du hast lang genug drauf gewartet und man konnte an den Bildern sehen, dass dir wirklich 28 Steine vom Herzen gefallen sind. Also, das ist großartig. Es ist eine andere Geschichte natürlich, ob du dich für unabsteigbar hältst und dann 7 Jahre unten bleibst. Ja. Ja, weil wir sind natürlich... Da kann ich mich sehr gut daran erinnern, wie scheiße dieser erste Abstieg war. Aber wir sind natürlich alle immer wieder zack, wieder hoch. Und dann einmal sind wir da geblieben. Ja. Noch ein Jahr. Aber im Grunde hatte man immer das Gefühl, wir kriegen es auch zweimal. Okay, stimmt. Wir kriegen es relativ flott wieder hin. Ne? Und wenn du 7 Jahre unten bist, dann glaubst du natürlich irgendwann, also ich glaube, das macht dich so Fritte. Das möchte ich echt nicht erleben. Ich bin jetzt schon durch. Ne? Ja. Naja, also ich bin positiv, trotz dessen, dass ich auch nervös bin. Gar keine Frage. Sehr nervös. Ich weiß nicht viel mit mir anzufangen. Die Gedanken kreisen einfach nur um diesen Spieltag. Und klar gibt es auch ein gewisses Kaiserslautern-Trauma. Also gerade die Leute, die schon länger zum FC gehen. Ich habe das 2:6 damals im Stadion erlebt, als Lautern bei uns Meister wurde. Ich habe 2008 in Lautern das 0:3 auch am letzten Spieltag miterlebt. Nachher bin ich auch mit auf dem Platz gewesen, also Platzsturm in Lautern. Beide, von der einen Seite kamen die Lauterer, von der anderen die FC-Fans. Sowas würde ich mir fürs Wochenende nicht wünschen, Nein. weil damals hat es auch schon böse geknallt auf dem Rasen. Und Da gab es Haue. Ja, allerdings. Und das wollen wir in Müngersdorf nicht erleben. Nein. Aber grundsätzlich glaube ich schon, also wenn es soweit ist, dann wird es den Platzsturm geben. Das einzig Gute an Lautern war früher immer die Wurst im Stadion. Die hatten die beste Stadionwurst für meine Verständnis, ne, was die Auswärtsfahrten anbelangt. Ne, aber das ist auch lange vorbei. Also die haben irgendwann den Caterer in der 2. Liga und wo sie überall waren auch schon gewechselt. Das ist also so nicht mehr. Auf die freue ich mich nicht. Auf der anderen Seite, ganz ehrlich, das Spiel fängt bei 0:0 an und mit 0:0 sind wir aufgestiegen. Also weil Absolut. es ist ja totaler Quatsch, diese Statistiken immer zu bemühen. Ja. Wir haben das so lange mit den Gladbachern gemacht. Das ist auch kein Angstgegner mehr mittlerweile. Nein, das ist So, Quatsch. also, Also man darf die man Lauterer sehen. bitte nicht stärker reden, als sie sind. Die haben jetzt Nee. in den letzten 5 Spielen alles andere als Bäume ausgerissen. 2 Siege, 2 Niederlagen, 1 Unentschieden gegen Darmstadt. Wirklich sehr glücklich. 2:1 gewonnen. Und im Übrigen, wir kommen ja auch aus einem Erfolgserlebnis. Und in Absolut. Nürnberg war eine richtig starke Leistung, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Viel Einsatz und vor allen Dingen auch Spielzüge, die Explosion von Florian Kainz, also alleine Sensationell. dieser eine Steckpass in der ersten Halbzeit, dann macht er 2 Tore und hat eine Ausstrahlung, also das ist wirklich mal wieder ein Paradebeispiel dafür, wie viel Fußball mit Psychologie und mit Wohlfühlen zu tun hat. Und offensichtlich hat er sich ja unter Struber nicht wirklich wohl, denn das ist ja, also das ist diametral 180 Grad ein zitternder Schatten seiner selbst, wird zu einem Führungsspieler plötzlich, der ein sehr dicke Eier auf dem Platz hat. Ja, ja. Also wie wundervoll. Wahnsinn, oder? Total schön anzusehen. Und wir haben das ja ein paar Mal gesagt in den letzten PK, dass der Struber keinen einzigen Spieler wirklich besser gemacht hat. Ich bleibe auch dabei. Jemand hat gesagt, das sind die jungen Spieler, aber dass die jetzt nicht besser, also dass sie nicht schlechter werden, wenn du die mal spielen lässt, Ja, wenn eben, die aus die hat der er gar Jugend nicht kommen, ist ja gespielt. völlig logisch. Ja. Und Meiner ist noch angeführt worden. Ja, das Weiß ich stimmt nicht, auch, kann man ne? sagen. Aber Ist der Einzige, wenn überhaupt. Im Großen und Ganzen sehe ich da nicht, dass wir unter Struber eine große Entwicklung gemacht hätten, was Einzelspieler anbelangt. Auch nicht, was das Spielsystem anbelangt.
Das ist jetzt anders und genau deswegen spreche ich das nochmal an, weil es wirklich geil ist. Ne? Ja. Du siehst jetzt und du hast das Gefühl, es gibt ein paar Leute, die jetzt befreit sind. Ja. Ja, und Wahnsinn. werden wir jetzt, glaube ich, auch sehen. Jetzt, wenn Lemper nicht spielt, spielt Downs. Ich meine, den lieben wir sowieso. Und, Ja, aber sind wir doch mal ehrlich, wir fühlen uns ja auch befreit. Ja. Wenn ich mich noch mal Ach Gott, zurückversetze, vor 2 Wochen hatten wir 3 große Probleme. Erstes Problem, wir müssen den Aufstieg schaffen. Zweites großes Problem, Trainer Struber. Und das dritte, wahrscheinlich allergrößte Problem, Sportdirektor, Sportgeschäftsführer Christian Keller. Ja. So, 2 Wochen später stehen wir hier am Strand. 2 Probleme haben wir schon gelöst, Ja. die Personalien. Wenn wir jetzt den Aufstieg schaffen, also ich sehe schon wieder eine Euphorie reinbrechen. Ich werde so fickerig jetzt schon, wenn ich jetzt alles holen würde, alleine schon. Ja. Aber trotzdem, wir müssen das letzte Ding, also wir müssen den Schritt noch über die Linie machen. Und das werden wir auch. Garantiert. So, ich würde trotzdem noch einen kurzen Exkurs machen, nämlich nochmal zurück zu Friedhelm Funkel und der Geschichte, die jetzt passiert ist. Du hast es im Grunde gerade angerissen. Wir haben überlegt, ob wir es erzählen, weil wir haben das ja bei Sky groß und breit dargelegt, also beziehungsweise bei der DFL, die uns interviewt hat und auch bei Los Machado nochmal. Das heißt, es gab jetzt 2 Formate, wo wir eben alles erzählt haben. Hier kommen die Wellchen schon wieder. Ja. So, aber nichtsdestotrotz, wie hast du es empfunden, dass wir auf so einen letzten Drücker, ich meine, du sagst, du bist befreit, klar, aber Friedhelm Funkel, was ist das für eine Wahl? Naja, also wer mich kennt, der weiß, Friedhelm Funkel, da gibt es schon noch so ein paar Geschichten aus der Vergangenheit, wo ich ein bisschen skeptisch war. Ich sage nur die Grillparty damals mit Struth, Held und diesen Konsorten, das hat mir nicht so gut gefallen. Aber ich bin schon der Meinung, dass wir jetzt im Moment, gerade weil es nur 2 Spiele sind und weil es so spitz auf Knopf ist, dass du du brauchst eigentlich einen Handaufleger, du brauchst jemanden, der sehr, sehr viel Verständnis hat, der den Verein kennt, der die Stadt kennt, der unantastbar ist. Ne? Wir haben ja auch davon gesprochen, dass es vielleicht ein bisschen eine politische Entscheidung war, dass man jemanden nimmt, wo einem keiner nachher sagen kann, ja, wieso hast du denn nicht den Funkel genommen? Ne? So, aber nochmal, ich blende das völlig aus, meine teilweise Skepsis auch zum Friedhelm Funkel und sehe es sehr, sehr positiv. Und die Art und Weise, wie er die Pressekonferenz letzte Woche gemacht hat, die Art und Weise, wie er in Nürnberg auch am Platz, wie er den Lemperle hat durchspielen lassen, obwohl er schon auf dem Zahnfleisch ging, das war, finde ich, großes Kino und vor allen Dingen von Erfolg gekrönt. Und das gibt der Entscheidung so dermaßen recht. Und wenn wir jetzt den Aufstieg schaffen, haben wir alles richtig gemacht, indem wir die 3 Probleme, die wir vor 2 Wochen noch hatten, mit einem Schlag losgeworden sind. Und dann muss man tatsächlich, obwohl ich immer sage, ich würde mich niemals über einen Punktverlust des 1. FC Köln freuen oder nur, damit ein Trainer oder irgendein Verantwortlicher gefeuert wird. Aber in dem Fall muss man sagen, Regensburg, vielleicht danke für den Ausgleich. Andererseits wären wir mit diesen 2 Punkten jetzt schon aufgestiegen. Ja. Also, siehst du, deswegen ist das Fanleben am Limit. Ja, ne? Ja. Ich habe für mich was festgestellt, und zwar tatsächlich, als Friedhelm Funkel erzählt hat, was er mit Köln verbindet, habe ich gedacht, es gibt, glaube ich, niemanden anderen, der so glaubwürdig erzählen kann, dass er hier gerne ist. Weil man trifft den ja durchaus auch schon mal in der Kneipe und so, das haben wir ja alles erlebt. Ne? Ja. So, das ist jemand, der sehr gerne in Köln ist, der hier total verwurzelt ist, aber das ist kein Wappenküsser oder so. Ja. Also diese Mischung, die der mitbringt, gefällt mir extrem gut. Ja. Das finde ich super. Und der Marc vom Geistblock hat es erzählt, das fand ich sehr, sehr geil, dass er glaubt, dass der Struber genau das nicht mitgebracht hat und die Fremdheit zwischen Struber und der Stadt sich irgendwann übertragen hat auf die Mannschaft. Finde ich einen hochspannenden Gedanken. Wir haben vor der Saison noch gesagt, wir brauchen jetzt nur einen, der es quasi sachlich runterreitet. Ich glaube, das stimmt nicht. Wie stehst du dazu? Entschuldigung, du kannst gerne was dazu sagen, aber mich würde von dir gerne wissen, was glaubst du, es gibt schon Gerüchte, ob Kessler mit Funkel dann später die Sportdirektoren-Thematik übernimmt? Ja. Ein bisschen weit vor, also aber das sind natürlich Gerüchte oder Themen, die im Moment ganz, ganz weit hinten anzustellen sind. Also wartet doch bitte noch, bis die Saison vorbei ist. Und ich meine, der Kess hat ein Leben an Position 2 verbracht bisher, sowohl als Torwart als auch jetzt als Manager. Also er stand ja nicht nur im Schatten von Christian Keller, sondern da kam ja kilometerweit gar nichts. Und dann tauchte irgendwo am Horizont der kleine Kess auf. So, und jetzt plötzlich steht er ganz vorne. Ja. Und ich fand erstens die Pressekonferenz, die er gegeben hat, sehr, sehr gut. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der
Thomas Kessler weiter im Verein gehalten werden sollte, bin aber ein vehementer Verfechter davon, dass wir an die Sportgeschäftsführerposition, also der verantwortliche Sport, von mir aus installieren noch einen Vorstand oder was auch immer, da braucht man einen richtig erfahrenen, abgewichsten Mann und dem kann der Thomas Kessler gerne weiter zuarbeiten, aber ich sehe ihn nicht dafür jetzt, dass er wirklich ganz vorne ins Rampenlicht geht. Soweit ist er noch nicht. Ob er das jemals wird, weiß ich nicht. Ich kann mir das tatsächlich vorstellen, umgekehrt. Also, dass er jemanden hat, der erfahren ist und ihm ein bisschen Räuberleiter. Und dass wir dann jemanden haben, der auf Dauer da ist. Aber es ist glücklicherweise jetzt gerade gar nicht das Thema, sondern wir müssen dieses bekackte Spiel, wenn ich es sagen muss, müssen wir mindestens unentschieden spielen. Ich möchte es gewinnen. Ich glaube, das ist der einzige Weg, um sicher zu sein, dass man nicht im letzten Moment noch einen reinkriegt. Also das war meine allergrößte Horrorvorstellung. Und deswegen kann ich nur sagen, Fanleben. Es wird Herzschlagfinale. Wir denken zurück an die Spiele letztes Jahr gegen Union Berlin oder auch, was war das andere Ding nochmal, was auch gegen Bochum? Oder? Nee, Quatsch, was war das denn? Ich habe es schon verdrängt. Auf jeden Fall haben wir ja auch zweimal, sind wir von den Toten wieder auferstanden. Und bitte erspart uns das am Wochenende. Bitte, bitte sorgt dafür, ganz klare dass Nummer, wir vielleicht jetzt zum Abschluss mal den schmalen Grat verlassen können und ins breite Gelände kommen und frühzeitig absehbar ist, dass wir es schaffen. Ja. Das wünsche ich mir vom 1. FC Köln. Genau. Ich sage mal, ein frühes 5-0 würde mich sehr beruhigen. Am Sonntag so viel wie nie zuvor. Mein Lieber. Wir sehen uns Sonntag 15:30 Uhr. Ja. Sonntag erst, meine Scheiße, ey. Erst. Erst. Heute ist übrigens, wollen wir es verraten, was heute für ein Tag ist? Ja. Heute ist Mittwoch. Mittwoch. Fühlt sich an, als wäre das Mittag, 1:30, Daydrinking. Daydrinking. Macht Spaß. Ja. Und wir torkeln jetzt gleich mal runter Richtung Rhein-Roxy. 2,4 Promille haben wir noch nicht, aber das kann ja noch werden. Ne? Auf jeden Fall, Tim, ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft. Ja. Du hast den Scheißverein ausgesucht, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich mochte dich immer, sowohl als Spielertyp als auch als Charakter. Und da bist du über die Stränge geschlagen, keine Frage. Aber wir kennen das aus unserer eigenen Jugend. Und ich behalte den Moment in Nürnberg in Erinnerung. Ja. Das war geil. Das war geil. Tschüss, Leute. 3 Punkte.